klappt's mir wieder, dann wird's noch schöner und viel besser. Servus und herzlich willkommen zum Diersei-Podcast. Hier geht's um besondere Menschen und ihre echten Geschichten aus dem südostbayerischen Raum. Berührend, inspirierend und mitten aus dem Leben. Ich triff spannende Persönlichkeiten, die uns ihre Träume, ihre Visionen und Erlebnisse mitgeben wollen. Seid gespannt, wer wirklich hinter den Leuten mit mutigen Schritten und bewegenden Lebensgeschichten steckt. Das findet man nämlich jetzt raus. Packt mal so beim Diersei-Podcast. Herzlich willkommen zum Diersei-Podcast, der euch besondere Leute aus dem südostbayerischen Raum näher bringt. Heute geht es um eine Geschichte, die perfekt in unsere Zeit passt. Zurück in die Heimat und trotzdem Unternehmer bleiben. Wir reden über einen alten Bauernhof in Ruperting, Landwirtschaft und Denkmalschutz, aber auch über KI, Digitalisierung und die große Frage, wie bringt man Heimatverbundenheit und Zukunftsvision zusammen? Und wie lebt man als Unternehmerpaar mit 4 Kindern und einem Hund und baut gleichzeitig ein Zentrum auf, wo Menschen zusammenkommen, lernen und sich inspirieren lassen. Heute bei mir ist die Moni und der Simon Harlinghausen. Moni, Autorin, Coach, Speakerin, Purpose-Expertin und Unternehmerin, die zwischen Familie, Landwirtschaft und Business ihren eigenen Weg gefunden hat. Und der Simon, Digitalexperte, der weltweit Teams geführt hat, Miele-X in Amsterdam aufgebaut hat und jetzt sagt, ich gehe zurück in den Chiemgau. Übrigens mein erster Podcast, wo wir zu dritt sind. Bin gespannt, wie die Redeanteile sein werden. Herzlich willkommen, Moni und Simon. Danke dir, dass wir hier sein dürfen. Ihr zwei, es geht heute um ganz viele Sachen, die euch betreffen. Einmal packen wir an mit der Herkunft und Rückkehr in die Heimat. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, ausgerechnet einen alten, denkmalgeschützten Hof in Ruperting zu übernehmen und zu sanieren? Ja, also zuallererst einmal die Rückkehr in die Heimat. Das war von vornherein ziemlich klar, dass wir irgendwann wieder in die Berge gehen. Für mich waren die Berge schon immer Herzensthema. Ich bin leidenschaftlicher Wintersportler, Snowboarderin, seit ich denken kann. Und ich wollte schon immer wieder in die Berge, und zwar dann dauerhaft. Und deine Eltern haben immer da gecampt oder in Ruperting? Meine Eltern haben da, genau, wir haben einen Wohnwagen gehabt, so einen winterfesten Wohnwagen. Ja, das geht, das nennt sich Wintercamping. Das geht ja bei minus 20 Grad super gut. Und es war für mich das Highlight, immer am Freitag ins Auto zu springen und bloß für die 2 Tage in die Berge und dann sofort auf den Berg hoch, bis es dunkel geworden ist. Haben wir schon die erste Gemeinsamkeit als alte Camper. Sehr gut. Simon, bei dir? Ja, ich bin hier in Ruperting aufgewachsen, zur Schule gegangen und dann hat es mir in die Welt verschlagen. Und ich wollte immer wieder zurückkommen. Und als ich dann die Moni kennengelernt habe, ist meine zweite Frau und ich bin der zweite Mann. Und wir haben zusammen 5 Kinder insgesamt. Haben gesagt, wenn dann Ruperting, und hat die Moni Ruperting gefunden, einen Hof. Und wir haben gesagt, das ist es sofort. Das war klar. Besser geht's gar nicht. Mhm. Aber 4 Kinder wohnen mit euch gemeinsam. Ja, genau, richtig. Ja, genau. Ja. Ja. Und was hat euch gereizt, auch gerade in Ruperting einen Hof zum Herrichten oder zum Kaufen? Also erst kaufen, dann herrichten. Ja, also von vornherein war es einmal nicht Ruperting festgestanden, sondern es war mal festgestanden, dass wir in die Berge wollen. Und wenn wir natürlich in Ruperting was finden, grandios. Wenn es jetzt nicht Ruperting darf, Österreich sei, ist ein wunderbares Land. Mhm. Und dann war aber doch tatsächlich eines Nachts auf eBay ein Hof in Ruperting ausgeschrieben. Ich habe gedacht, ich sehe nicht recht. Habe erstmal eine Nacht drüber geschlafen, früher dann den Simon erzählt und ich wusste aber in der Nacht schon, habe ein bisschen weniger geschlafen, dass der Simon da auf Feuer und Flamme ist. Und ja. Ehemaliger Klausmeisterhof. Das ist der ehemalige Klausmeisterhof und das ist auch immer noch der Klausmeisterhof, weil wir sind ja im Denkmalschutz und wir bewahren das ja. Und ja. Sehr gut. Der Hof hat alles, was wir haben wollten, hat er gehabt. Der war von der Lage gut, der war nicht zu nah, nicht zu weit weg vom Dorf, der hat einen eigenen Wald gehabt, ein Wasser gehabt, genug Fläche gehabt für die Viecher, die Größe gehabt für unsere ganzen Hobbys und Kinder und alles, was wir machen wollten. Wir hatten relativ schnell einen Plan gehabt, was wir machen wollten und sind erst zum Denkmalschutz und dann zum Hof. Okay. Und welche Emotionen waren von Anfang an stärker? Die Begeisterung oder der Zweifel? Zweifel haben wir, also ich habe keinen Zweifel gehabt. Nein. So, wir sind dahergefahren und dann haben wir den Hof gesehen, der stand dann schon imposant da, weil das ist der erste Hof in Weiler. Und dann haben wir gesagt, so, sauber, und dann war das schon wie eine gemachte Sache, quasi. Ja, das war, wir sind hingekommen, haben sofort gesehen, was wir wo machen würden, wo was hinkommt. Und dann hat es ein bisschen gezogen noch, da kamen ein paar Komplikationen. Einmal wurde die Familie war dann sich doch unsicher geworden, ob sie es verkaufen wollte. Und das zweite ist, kam mal Corona dazwischen. Und dann
bin das erste Mal in meinem Leben, und das war für mich, das werde ich nie vergessen, die Autobahn von Minga nach Rupperding am Irschenberg, und da war kein Auto. Da war leer. Also wenn du einmal von Minga bis Rupperding durchfahren kannst, hast du kein Auto gesehen, das ist ein Wahnsinn. Und das war alles hat dafür gesprochen einfach. Und der Hof heißt ja jetzt Wandl oder zusätzlich Wandl zum Klausmeisterhof. Woher kommt der Name und was bedeutet der für euch? Es gibt ja auch noch ein Café in Rupperding, das Wandl heißt. Genau, also wir sind das Wandl. Ja, ist eine ganz einfache Geschichte. Und zwar haben wir uns überlegt, Klausmeisterhof ist ein super Name, aber den kann kein Amerikaner aussprechen. Klausmeisterhof, das geht einfach nicht. Und als Marke ist es auch schwierig. Und dann haben wir gesagt, ja, was ist es denn eigentlich, wofür steht es denn? Naja, das ist im Endeffekt ist es der bayerische Change. Das ist das Wandl. Und das sind wir. Wir bewahren Sachen, wir werten sie auf, aber wir bringen sie in einen zeitgemäßen Kontext. Ja. Und wenn Menschen bei uns haben und wieder gehen, die sind verändert. Das ist einfach so. Und bei uns wird der Ortsname Rupperding kriegt die absolute Bedeutung. Also Ruh bei uns oben ein Stockreit, da ist wirklich, da passiert nicht viel. Dann hast du, das ist ein Pol, also so ein Zentrum, und das ist genau das Ding. Also wenn die Leute kommen, gehen alle anders. Wenn es 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage bleiben, ist wurscht. Und die kommen alle wieder. Wandl ist ja so für einen Change, wie ihr ja gerade gesagt habt, also der bayerische Change. Die Bayern sind ja nicht so bekannt für Change, sondern eher so traditionell. Wenn wir schon bei Tradition sind, dann gibt es ja auch das Thema Bayernhof bezüglich Denkmalschutz. Gell? Ja. Also das heißt, totale Hürden. Wir haben schon mal im Vorfeld ein bisschen darüber gesprochen, und das würde mich schon mal interessieren, was kommt eigentlich auf uns zu, wie man das Thema Denkmalschutz bei einem Haus mit drauf hat. Ja, da gibt es so viele Arten von Denkmalschutz, was wir auch nicht gewusst haben. Also erstmal gibt es dann den inneren, den äußeren, dann denkmalnah. Wir haben gedacht, ja, okay, wenn der Hof ein Denkmal ist, dann dürfen wir außenrum bauen, wie wir wollen. Nein, das Haus ist in der Nähe des Hofs, und von daher ist es dann denkmalnah, und dann unterliegt es auch den Denkmalschutzbedingungen. Aber da wir von vornherein, und das war das Beste, und das kann ich nur jedem empfehlen, mit der Denkmalschutzbehörde zusammengearbeitet haben. Also wirklich von Tag 1 an. Wir haben die Pläne gemacht, die habe ich aufgezeichnet, habe gesagt, so wollen wir es machen. Und dann haben wir gesagt, ja, das können wir uns gut vorstellen, das können wir uns nicht vorstellen. Also wir haben direkt wirklich eine partnerschaftliche Zusammenarbeit gehabt. Also mit Traunstein und mit Minga zusammen. Und das war wirklich das Allerbeste. Und wir haben mit dem Denkmalschutz wirklich keine Probleme gehabt. Wir haben ein paar Aufgaben bekommen von denen, ein paar Challenges, weil manche Dinge nicht so gelaufen sind, wie wir uns das so vorgestellt haben, aber was wir verstehen, warum das so ist. Also ein Beispiel, wir hätten gesagt, wir machen halt die 40 Fenster beim Werbung Dandl zum Beispiel, ja, weil wir da alles echt gut zusammenkriegen. Nein, die Fenster müssen alle mit Hand gemacht werden. Und das sind die 3 Schreiner, und da dürft ihr euch einen von den 3 aussuchen. Das ist natürlich wirtschaftlich ein Unterschied, ob das ein Industriefenster ist oder ob handgemacht. Und die zweite Story, die ich noch geil fand, war unser Restaurator, der saß 1 Jahr gefüllt mit so einem Playmobil-Hämmerchen und Playmobil-Meißelchen in unserem Haus und hat da den ganzen Putz weggemacht und wieder hergekriegt, und das, was der gemacht hat, Wahnsinn. Also es schaut super aus, das hebt, das ist original, wir haben uns auf die Farben geeinigt, auch mit dem Denkmalschutz. Also wenn man viel mit denen redet, dann kriegt man eine gute Zusammenarbeit, und dann geht es sich aus. Und wir sind mit dem Ergebnis super happy, die haben super happy, und wir finden es auch geil, weil der Hof genau so ist, wie wir vorgefunden haben, nur halt im Modernen. Wir haben alles rausgerissen, was wir haben rausreißen dürfen, was nicht alt war. Das haben wir alles aufgehoben, und dann haben wir der Hinterstock, der war komplett schwebend. Das heißt, wir haben die Decke raus, weil die war Holz, die war zerfressen und zum Teil Beton, und dann haben wir, im Beton waren Fahrräder und Mistgabeln und alles, was die als Verstärkung in den Beton reingekippt haben damals. Das war alles mit drin, das mussten wir rausnehmen, haben es neu gemacht, aber ja. Es gab auch diesbezüglich nie einen Moment, wo ihr gesagt habt, sie gibt auf wegen Denkmalschutz oder so? Oder nein, wegen Denkmalschutz nicht. Nein. Ja. Eher andere Themen. Ja, können wir vielleicht noch nicht sagen. Ja. Nur, was wir alles für Gutachten haben machen müssen. Wahnsinn. Moni und Simon, das Unternehmertum auf dem Land. Wie unterscheidet sich euer Leben als Unternehmer hier in Rupperding vom Arbeiten in Metropolen wie München oder Amsterdam? Geschwindigkeit und Verbindlichkeit auch. Also beides Dinge, die auf dem Land anders sind. Geschwindigkeit ist ein bisschen langsamer, aber dafür genauer. Und die Verbindlichkeit ist, wenn jemand was sagt, dann sagt das und meint es auch so. Und das ist wesentlich unpolitischer, direkter, und das macht es sehr angenehm.
Moni hat kurz die Augen vertraut. Ja, also es kommt immer darauf dich an, anders. welches Unternehmen man betrachtet. Ne? Weil wir sind Unternehmer, wir haben ja schon viel gemacht in unserem Leben. Und dadurch, dass ich jetzt ja federführend dann den Hof mache und da sagen wir, wir bauen ein Konferenzzentrum auf, wir machen eine Art Hotel, wir machen Café, da braucht man ja einiges an Logistik und Zulieferungen und in dem Sinne, was wir machen ist, wir wollen das ja auf einem internationalen Niveau anbieten, so wie wir es gewohnt sind, wir sind viel gereist, wir haben viel gesehen, wir wollen das jetzt alles da nach Ruhpolding bringen oder wir bringen das alles her. Nur die Frage ist halt, wie bringst du das her? Da gibt es nicht kurz einmal irgendeinen Lieferdienst, der nachts um 10 Uhr noch schnell die Spezialität XYZ daherbringt, auch wenn ich mir einbilde, am nächsten Morgen um 8 will ich die gekocht haben. Das geht halt nicht. Das ist halt in Berlin und in München und in Hamburg ein anderer Schnack, wie jetzt in Ruhpolding. Ne? Da musst du weit vorausschauen. Also dementsprechend sind wir schon noch sozusagen ein ganz modernes Mikromischkonzernsunternehmen in einem Bergdorf. Ja. Und sind ja so die Unterschiede bezüglich Geschwindigkeit, was ihr jetzt nochmal gesagt habt, und andere Dinge. Aber welche Chancen setzen ja gerade im ländlichen Raum, gerade für Unternehmer? Es gibt ganz viel Bedarf, weil viele Unternehmen zum einen die Digitalisierung, die du auch schon ganz am Anfang angesprochen hast, noch gar nicht so wahrgenommen haben, was da für Chancen drin sind. Da gibt es auch viel Ängste auch noch und auch viel Wissenslücken. Das ist das eine und da kann man wahnsinnig viel machen, ohne die Tradition über den Haufen zu werfen. Aber man kann sie wunderbar ergänzen. Ja. Ich habe einige Projekte hier im Chiemgau und auch Startups, wirklich cool, Unternehmen, die sehr innovativ sind, aber die einfach aufgrund des kleinen Ökosystems, jetzt hier in Bayern zum Beispiel oder bei uns im Chiemgau, gar nicht wissen, was alles möglich ist. Und da können wir helfen als Unternehmer, weil wir, ob wir jetzt England oder China oder wo wir überall waren schon und gelebt haben, bringen wir einfach was zurück in den Chiemgau. Und das ist das Zurückbringen und das schätzen die Leute und wir wissen, was die Werte haben, die hier sind und die wollen wir auch beibehalten und wollen sie einfach aufwerten mit unserem Know-how. Ja. Die jungen Leute suchen ja wieder diese Werte zurück zur Tradition und oft einmal wieder aufs Land. Du begleitest ja auch junge Firmen. Was kriegst du da gerade mit? Vielleicht der Stichpunkt Campus in Traunstein. Merkt man da schon einen Run, dass da immer mehr passiert, auch mit jungen Unternehmen, die du da begleitest? Oder ist es immer nur in die Metropolen wie München oder in Großstädte? Nein, das ist im Gegenteil. Der Campus wird sehr gut angenommen. Ich habe da schon Vorträge gehalten und wir haben jetzt heute Nachmittag kommt ein junges Unternehmen, das sind 3 ehemalige Studenten, die im Security-Bereich arbeiten und auch selbst das ist bei uns in der Gegend noch gar nicht so bekannt, was da alles passiert oder passiert wahnsinnig viel und die wollen sich selbstständig machen und denen helfen wir jetzt auf die Beine und du hast auch 2 Unternehmen gehabt, mit denen du zusammengearbeitet hast, da ging es mehr um, glaube ich, pädagogische Themen und was eine war Taekwondo, gell? Ja genau, es war Taekwondo für Kids. Ja. Genau, aber an sich siehst du schon an den Menschen, also dieses ganze Unternehmertum, das gibt es sowohl in den Städten, aber auch im ländlichen Raum. Das sind dann halt die Hidden Junior Champions sozusagen. Über die redet man nicht so viel, hier wird auch nicht so viel rumgeprahlt, da ist auch ein ganz anderer familiärer Zusammenhalt noch, also da fließt dann auch mal Geld, wenn es geht, von den Eltern noch mit rein, dass da so eine kleine Base ist, das hast du halt in den Großstädten weniger oder weniger häufig. Aber es ist, also da geht echt einiges, ja. Und da wird in der Zukunft auch noch immer mehr gehen. Ist ja auch bei uns das Café zum Beispiel. Das Café Wandel ist ja quasi eine kleine Ausgründung, so eine Art Startup Accelerator für die Lea, die sagt, sie möchte ein eigenes Café und Bar betreiben, hat total Bock und die supporten wir dadurch. Aber weil du den Campus angesprochen hast, interessant ist, dass am Campus viel mehr internationale Studenten haben als lokale. Also das heißt, die suchen den Studienstandort Deutschland und dann wird es halt dann Rosenheim und dann Traunstein, dann Rupperding. Also die kommen so nach und nach dann runter und das sieht man so, wie sich das wirklich entwickelt und ich finde es ja super, dass die Gemeinde Rupperding hingegangen ist und hat gesagt, das Krankenhaus, das nehmen wir jetzt als Studentenwohnheim und Hörsaal her. Was für eine geile Umwandlung, weil das Krankenhaus, das lag eigentlich brach und jetzt wird der ganze Ort belebt und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen junge Leute, die was machen wollen, die sich einbringen wollen und das passiert gerade.
Und wir sind ja ganz klar beim Wandel gewesen, also Change. Was für ein Change braucht es, dass das nur mehr wird bei uns mit jungen Unternehmen, dass sie mehr Unternehmen wieder auf dem Land niederlassen? Also was sind die größten Herausforderungen, was wir nun meistern müssen? Die größte wird wahrscheinlich sein, die einzelnen Gruppen zusammenzubringen, dass sich kennenlernen, dass da vielleicht Vorurteile auch wegkommen, dass da Orte geschaffen werden, wo sie eben zusammenkommen, wie das Café Wandel, was direkt in der Nähe vom Krankenhaus ist, oder jetzt vom Campusort. Was heißt das Zusammenbringen für die? Ist das dann so ein Know-how und Talente zusammenbringen oder? Es ist alles, es ist einmal auf der wirtschaftlichen Seite, ja, also irgendwie Know-how und Arbeitsplätze geben, weil wir den Wohnraum jetzt haben, jetzt wollen die natürlich ein bisschen Geld verdienen, auf der anderen Seite aber viel mehr gesellschaftlich, also dass die mal in der Stube zusammenhocken oder dass die ja aufs Fest kommen oder dass die mithelfen oder was auch immer, ehrenamtlich, dass sie eingebunden werden, das ist das Geben und Nehmen, dass das passiert. Ja. Da muss man es aber abholen, weil die wissen es nicht und da müssen wir dran arbeiten. Ja. Das heißt, da wieder was zurückgeben dann, oder? Dass die Leute einfach in der Region wieder was zurückgeben oder mit Genau. einem Input, mit einem Firmeninput oder in Ehrenamt oder ihren Persönlichkeiten was zurückgeben, oder? Genau. Und zusammenarbeiten auch. Also zu sagen, okay, wenn wir sagen, jetzt suche ich zum Beispiel für ein Projekt, wo ich auch unterstütze, das kann ich aber alleine gar nicht leisten und ich unterstütze so, dass ich halt eine studentische Kraft zur Verfügung stelle, die haben wir gesucht und die wird halt bei uns begleitet und die gibt der Region was zurück, verdient ein bisschen was. Also da kommt das alles zusammen und dann lernt ihr die Leute kennen und dann, ja. Ja, und auch kulturelle Räume schaffen. Also das kennst du ja auch von den ganzen typischen Studentenstädten. Da gibt es ja überall die Studentenbasis, kennt man ja vom Hörensagen. Die gibt es ja nicht umsonst. Die Leute, die kommen, die ziehen von daheim aus, die sind jung, die sind vielleicht schon ein bisschen mehr gereist wie wir damals, wie wir auch von daheim ausgezogen sind, weil es einfach jetzt so ist. Aber nichtsdestotrotz stehen die erst einmal alleine da. Ja. Ja? Und die fühlen sich dann ja auch sakrisch allein. Und dass man die einfach mal zusammenbringt und Räume schafft und Veranstaltungen macht, dass die sich kennenlernen können, dass die im Austausch sind, dass da Flow entsteht, teilweise vielleicht Freundschaften entstehen, ja, Verlässlichkeit wieder da ist. Und das mit unserem bayerischen oder Ruhpoldinger Mindset und Wertesystem, das ist ja unschlagbar. Und dass man die Chance jetzt ergreift als Ort oder als Gemeinde, das ist einmalig. Ja. Seid ihr heute als Paar da? Unterschiedliche Perspektiven und Gemeinsamkeiten. Jetzt wird es ein bisschen spannend aus meiner Sicht. Bin schon gespannt. Magst du was lernen? Der Simon bringt die digitale Vision ein, Moni ihre Erfahrungen als Coach, Speakerin und Unternehmerin und trotzdem eine riesige Portion Familie und Bodenständigkeit. Wie bringt sie das alles zusammen? Stellen wir immer wieder die Frage. Jetzt habe ich 5 Kinder, 4, die wohnen bei euch, ihr habt einen Hund, ihr habt einen Hof, ihr habt sämtliche Firmenbeteiligungen, was auch immer. Also ich kann das gar nicht mehr blicken. Wie schafft man das alles? Viel Wuser. Ja, aber ein Punkt wahrscheinlich, weil was uns gut tut, ist, dass ich wahrscheinlich nicht die ganze Zeit da bin. Weil Moni hat schon gesagt, also sie freut sich immer, wenn sie mich sieht, aber sie freut auch, wenn ich mal weg bin, weil ich einfach viel zu viele Ideen habe und die alle umsetzen will. Und dann kommen ganz viele Packungen zum Beispiel bei uns, weil ich irgendwas wieder im Internet bestellt habe, was irgendwelche Einsen und Nullen hat. Ich muss das alles ausprobieren, bin so neugierig. Und Moni mag gern lieber Sachen strukturieren und weiterentwickeln und ich bin halt immer so schnelllebig und da kommen wir schon an Reibereien ran, aber wir bringen es immer wieder zusammen. Wir haben dieselben grundlegenden Werte und das ist, glaube ich, das A und O. Ja, jetzt bin ich jetzt mal gespannt, ob das wirklich so ist, Moni. Dieselben grundlegenden Werte. Also bei den grundlegenden Werten, da bin ich noch d'accord. Clever, dass der mir als erstes reden lassen. Ja, siehst du, damit fängt es nämlich schon an, ja? Also das ist alles Taktik. Ja, wir brauchen einen gescheiten Kaffee, weil in der Konstellation schläft man mitunter nicht so viel. Und auch eben das, was ich vorhin gesagt habe, eine Kultur oder irgendwas, wo man einmal hin kann. Und weil es das nicht gegeben hat, haben wir halt das Wandel damals aufgemacht. Einfach erst einmal den Ort geschaffen, sich das Environment geschaffen, dass man sich wohlfühlt. Und das hat ganz viel mit einem selbst zu tun. Wir waren beide schon verheiratet, wir haben beide Kinder ohne einander und wir haben auch Kinder miteinander. Also wir sind komplett durchgepatcht, wir haben global gelebt, wir kennen schon alles. Ich war in Vietnam, Simon war, glaube ich, überall fast. Und ich glaube, was uns da so zusammenschweißt, ist einfach, dass wir einen irrsinnigen Respekt voreinander haben und vor dem, was jeder Einzelne leistet und wie herzlich und wie innig man auch wirklich an Sachen dran bleibt und es ist wirklich dann eine Herzenssache. Und was uns natürlich teilweise gegenseitig auf die Palme bringt, ist dann in der Hektik noch, wenn der eine die Idee hat und der andere die Idee
Und dann ist das halt irgendwann einmal kurz zu viel. Das ist da praktisch eigentlich das Fokussiertsein dann, oder? Auf die Dinge, die wo wichtig sind. Ja, und weil du da die Sachen gescheit machen willst und wenn dann halt zu viele, 2 Unternehmer ist schon eine Sache, ne? Und wenn dann halt 2 Unternehmer zusammenkommen, die irrsinnig schnell sind im Denken und das auch immer gleich umsetzen, also immer opportunistisch leben, dann ist das ein Haufen Zeugs, was sich da an Ideen und teilweise auch an Sachen anstaut und das dann alles gescheit abwickeln zu können, weil ich dann doch die bin, die am Hof bleibt meistens. Der Hof ist jetzt auch nicht gigantisch mega groß, wenn man sagt, wir haben 5 Kinder, der 5., der kommt ja auch öfters mal zu Besuch, also eigentlich bräuchten wir 5 Zimmer, die haben wir gar nicht privat, weil wir haben viele Gästezimmer reinbaut, aber der Hof ist halt Denkmalschutz, da kannst du nicht mehr Zimmer bauen. Die Kinder sind auch noch klein, also die Jüngsten, da geht schon einiges ab. Ja, wir sind ja nie alleine, also das kommt ja noch dazu. Also wenn wir nur Familie wären, aber es ist immer irgendwie ein Freund da, ein Spezi da oder wir haben Kinder von den Älteren, die Freunde, die kommen auch, wenn die Kinder nicht da haben. Also das heißt, es ist immer wer da. Und wir haben aber auch für die wieder Räume geschaffen. Also der Älteste ist Schreiner, das heißt, wir haben eine Schreinerei auf dem Hof. Der Zweitälteste wird jetzt nach der Bundeswehr, der war jetzt bei Gebirgsjägern, wird jetzt auch Schreiner. Für den haben wir ein Fitnessstudio gebaut, weil der war bei der Bundeswehr, der musste fit sein. Und dann die anderen Spezien, die basteln gerne ein Auto, das haben wir eine Hebebühne einbaut. Und so schaffen wir die Räume, dass die Jungs immer da haben, dass immer was passiert bei uns. Also Langeweile gibt es bei uns nicht. Aber dadurch entsteht natürlich auch schon mal Reibereien. Aber Wie bei euch war, da sind ja echt viele Kinder und dann natürlich auch die Seminarbesucherinnen und Besucher da. Was ist dann die größte Vision oder Mission für euch? Ist es dann einfach Räume für Begegnungen schaffen? So? Oder was ist das? Also Die gemeinsame Vision. die gemeinsame Vision von uns. Das ist ein guter Punkt. ja, was wir gesagt haben, als wir den Hof gekauft haben, und das war die Grundlage, warum wir gesagt haben, wir bauen das jetzt so, wie es ist, dass wir gesagt haben, Moni kann nicht reisen wegen der Kinder. Das ist super cool, Kinder zu haben, aber es bindet in unserem Lebensstil. Wir wollten jetzt nicht Hippie sein und irgendwie im Wohnmobil durch die Welt reisen. Und dann haben wir gesagt, dann müssen wir die coolen Leute halt zu uns holen. Und das ist die einzige Möglichkeit, um diesen Lebensstil und dieses offene Mindset weiterzubehalten, wenn coole Leute zu uns kommen. Und dann haben wir... Also eigentlich ein Raum der Begegnungen schaffen. Genau. Und der Entwicklung, also oder des Wandels. Und das ist, was wir Wo was schaffen. Neues entsteht. Genau. Ja, da füge ich noch mal ein bisschen was dazu. Klar, Ja, Schatz? Schatz. Das ist gefährlich, wenn du schaust. Schatz, du weißt gleich, was Ui, kommt. ui, ui, ui. Ich habe mal Redepause, bis gleich. Na, also an sich ist es so, dass ich hab sehr, sehr viel reflektiert von meinem Weg, wie ich dann in Berlin war, hin zu dem Weg, dass ich wieder in die Berge gehe. Also was mache ich nach der ganzen Karriere Nummer 1, die ich da gemacht habe. Und habe dann für mich entschieden, mein Weg ist quasi, Leute auf ihren Weg zu unterstützen, also ein Wegbereiter zu sein, ein Wegbegleiter zu sein. Da gehört natürlich dazu, dass man Leute zusammenführt und halt das eigene Netzwerk oder eben auch diese Räume schafft. Da gehört aber auch dazu, den Leuten zu zeigen oder sie dazu zu enablen, dass sie einen Raum halten können, wenn sie sich in einem Raum befinden. Das heißt im Endeffekt nichts anderes, wenn ihr euch vorstellt, ihr seid in irgendeiner Situation, die ist ein bisschen unangenehm. Wie halte ich es aus, dass ich jetzt noch 5 Minuten in dem Raum bin, in dieser Situation, um dann entspannt und gelassen da irgendwie wieder rauszukommen. Das gibt es in vielen Kontexten bis in die höchsten Führungsetagen rein. Und wenn man das schafft, das auszuhalten und da durchzukommen, dann hat man einiges gelernt. Über sich, über einen anderen und auch, wie man was weiterbringen kann. Es geht tief. Und so einen Raum wollte ich schon immer schaffen, seit ich Sachen konzipiere. Und das war auch so der Traum von dem Wandel, deswegen Wandel, dieses Change, dass man sich selber das Stück zurücknimmt, um ein Riesenstück vorwärts gehen zu können. War schon oft bei euch und das ist echt so ein genialer Hof. Und wenn du da reinkommst, wir sind da praktisch mitten unter die ganzen Gäste oder unter die Kinder lebt, das ist einfach immer alles offen, so wie ich das verstanden. Und schaut mal alle vorbei, man sieht toll über Ruppolding drüber. Genialster Blick, super Ausstattung, aus meiner Sicht 4-5 Sterne, eher 5 Sterne, Ja. mit Hightech-Ausstattung, auch digitalisiert. Bei dir geht, glaube ich, alles digital, da gibt es keine Schlüssel mehr, da gibt es vielleicht auch nicht mehr so viele Lichtschalter oder was immer, aber ist alles digitalisiert. Also kommt vorbei, für Seminare absoluter Hammer. Aber die Lichtschalter sind so ein schönes Beispiel, was bei uns dann zu Konflikten führt. Weil ich muss natürlich einen Lichtschalter haben, der ist komplett digitalisiert, der hat in jeder Ecke eine Touch-Funktion. Die muss man halt auch bedienen können. Genau.
Und wenn man ein paar Mal am Anfang zu oft drauf gedrückt hat, nämlich das war so programmiert, dass dann alle Lichter ausgingen im ganzen Haus, auch bei den Gästen und überall. Super. Und die Kinder fanden es total geil, weil sie immer drauf gedrückt haben und zack, dann haben wir überall aus. Ja. Aber wir haben auch viel gelernt. Ja, Simon, jetzt darfst du ein bisschen weitersprechen, weil das nächste Thema geht über Digitalisierung und über die Zukunft. Simon, du bist ein echter Digitalfreak, vor allem in dem Bereich KI. Welche Rolle spielt Digitalisierung für Unternehmen in den nächsten Jahren? Es gibt meines Erachtens kein Unternehmen, das an diesem Entwicklungsbereich vorbeikommt. Also von der Gastronomie hin bis zur Schreinerei, bis hin zum Logistiker, egal was, alle werden davon betroffen sein. Und wenn man früh genug anfängt und die Chance darin sieht, was man rausholen kann für sich, dann, gerade wenn es Richtung Prozessthematik angeht oder Wissen oder Vereinfachung von Dingen, das ist eben ein großes Thema, Simplifizierung, dann hat man eine rosige Zukunft, weil es gibt genug Leute, die es nicht machen werden. Und die zwei größten Themen sind für mich einmal das Arbeiten zu vereinfachen, weil die Maschinen werden in der Lage sein, komplexere Dinge zu verarbeiten in Zukunft als der Mensch. Also eher Automatisierung, Prozessoptimierung, Genau. oder? Also das ist ein Riesenthema. Muss ja nicht unbedingt gleich KI sein, sondern Ja, genau. ist eines davon. Genau, aber das wird dann hinter die KI gehen. Mhm. Und dann das Zweite ist, dass man ein Wertekonstrukt hat, wofür das Unternehmen steht, was ist die Vision, wo soll die Reise hingehen, damit man den Menschen, die jetzt alle unsicherer werden, ist mein Job noch sicher oder nicht, dass man sagt, das sind unsere Werte, nach den Werten leben wir und dass man dann eine Stabilität im Unternehmen schafft. Mhm. Also auf der einen Seite die technologische Evolution und keine Revolution und auf der anderen Seite das Enablement, also die Befähigung der eigenen Menschen im Unternehmen. Wenn man das zusammenbringt, ja, also die Technologie befähigt und der Mensch wird befähigt, dann hat man eine riesen Chance da drin. Und ich denke mir oft, wenn man sich überhaupt mit dem Thema noch nicht beschäftigt hat, KI, als mittelständisches Unternehmen oder als kleines Unternehmen, wo gehen da überhaupt Sie? Wenn ich null Ahnung habe mich damit noch nicht beschäftigt, wer sind da so erste Anlaufpartner, wo ich sage, okay, die können mir da vielleicht weiterhelfen? Oder ist das so spezialisiert, je nach Branche schon? Oder was kann man da machen? Nicht. Nein, man kann ganz viel machen. Also ich sage immer, das ist unser Motto, ausprobieren. Also was wäre dein erster Weg, wenn du null Ahnung von KI hast und du hast ein mittelständisches Unternehmen? Was würdest du tun? Ich würde ein YouTube-Video mir anschauen, irgendwas, der mir erklärt, wie ChatGPT funktioniert und sagen, hey ChatGPT, ich bin Geschäftsführer von einem Unternehmen, das macht das und das und das, wie kannst du mir helfen? Und dann kriege ich auf einmal Antworten und denke ich, Wahnsinn, was die schon alles weiß. Und wenn ich dann noch meinen Firmennamen gebe, dann sucht es alles raus, was es so findet über mich und sagt, guck mal, das machst du gut, das machst du schlecht, da kommt schon die ersten Inspirationen. Das heißt, ausprobieren ist das A und O. Mhm. Theoretisieren machen viele, aber direkt ins Umsetzen. Und dann Erfahrungen machen. Genau, selber Erfahrung machen. Nicht alles glauben, was die KI sagt. Und das war ganz lustig. Wir haben einen Abend gehabt mit 20 Anwälten und haben mal die KI gechallenged, was die wirklich an Fällen und Urteilen und so weiter kennt und wie das beurteilen wird und zusammenfasst. War 90% war Blödsinn. Also wirklich war Blödsinn. Das gab es nicht, die Fälle oder die Zusammenfassung passt nicht. Also Vorsicht, aber es gibt Dinge, was macht die KI einfach sensationell gut. Aus viel wenig zu machen, macht sie gut. Aber sie kann nicht viel erarbeiten, das geht auch nicht. Aber sie kann sensationell programmieren mittlerweile. Also jeder kann eine Handy-App mit KI erstellen. Mhm. Und man muss unterscheiden zwischen zwei Arten von KI. Es gibt einmal diese emotionalen KIs, wie eine Gemini oder eine ChatGPT, mit denen du ja ganz normal reden kannst, also Konversation betreiben und wirklich normal unterhalten. Und dann gibt es so Fact- oder rationale KIs wie Perplexity, die rein auf Fakten basieren. Mhm. Und was ich mache, und das ist ein kleiner Tipp an alle, ist ich nehme ChatGPT, stelle meinen Prompt da rein, kriege ein Ergebnis, nehme das Ergebnis, gebe das automatisiert mit N8N an Gemini und frage Gemini, hey, das ist das Ergebnis auf den Prompt von ChatGPT, was hätte das besser machen können? Dann kommt Gemini und sagt, hey, du hättest das und das und das machen können. Dann nehme ich das wieder und gebe zurück an ChatGPT und sage, hey, mach doch das mal so und so besser und gebe das dann an Perplexity, um den Fact-Check zu machen. Mhm. Aber voll automatisiert. Oh Gott, ich schaue da mal zu. Das sagst du mal. Das mache ich ja nicht selber, ich mache nur einen Prompt und der Rest passiert im Hintergrund. Und welche globalen Erfahrungen, die du bisher dabei gehabt hast oder gemacht hast, bringst du jetzt in den Chiemgau mit ein? Wow. Und veränderst vielleicht sogar die Region damit? Ja, also wir haben
ich bin ehrenamtlich Digitalbeauftragter in der Gemeinde Rupperding und da habe ich viele Vorträge gehalten. Und das war schon das Teilen allein, was ich alles erlebt habe, mein Wissen zu teilen, das war schon mal ein Teil der Veränderung. Das gleiche haben wir auch mal gemacht. Beim Netzwerkstammtisch bei dir im Genau. Wandel oder bei euch im Wandel, Genau. wo wir einfach Firmen zusammengebracht haben bezüglich Einführung KI und welche rechtlichen Themen das ich habe. Ja. Und wie wichtig, dass der Mensch trotzdem nur dabei ist. Genau. Und das ist ich bringe die Leute zusammen, dass die sich austauschen und bringe dann Wissen mit. Man kann mich alles fragen, jederzeit. Und ich gebe auch gerne Antworten, wenn es nicht zu sehr privat wird. Und ich glaube, das ist die größte Veränderung, das Wissen zu teilen. Und das ist auch etwas, was in unserer Region auch nicht jeder sofort macht. Ja. Da behält man schon das Wissen. Also grundsätzlich in Deutschland ist dieses Inselwissen oder Silowissen schon sehr ausgeprägt. Und das breche ich gerne auf. Und das ist, glaube ich, das größte Learning und das, was ich am meisten erlebt habe im Ausland, wenn man das macht, was man dann bewegen kann. Ja. Das ist einer meiner wichtigsten Werte, dass man einfach das Ego ein bisschen nach hinten stellt, gell, und Sachen teilt. Absolut. Moni, jetzt haben wir über Digitalisierung geredet, KI. Du hast das nicht ganz leicht, oder? War Spaß. Purpose, Werte und Familie. Moni, du hast ein Buch über Business Purpose geschrieben. Und was ist denn da eigentlich so die Kernaussage dahinter? Und was Purpose überhaupt bedeutet Ja, für dich und für Menschen. Also die Kernaussage hinter dem Buch ist im Endeffekt die Holistik. Also mir ging es nie darum zu sagen, ich mache jetzt ein Buch über Purpose, Sinnhaftigkeit, Impact, Nachhaltigkeit, Werte, sondern mir ging es darum, einen Beratungsansatz oder einen Ansatz herauszubringen, der sowohl für neugierige Individuen, Menschen, die schon viel erlebt haben, sich verändern wollen, oder Unternehmen gleichermaßen funktioniert, der einen nach vorne bringt, um enkelfähigeres, nachhaltigeres Denken in die DNA des entweder menschlichen Seins oder am besten der Kultur des Unternehmens zu bringen. Kurzum, wie macht man was wirklich einen nachhaltigen Effekt dann hinterlassen kann. Und das geht nicht, indem man sagt, man schaut sich bloß die Werte an oder man schaut sich dies und jenes an, sondern für mich geht es bloß, wenn man sagt, man schaut sich das ganze Leben und die ganze Welt an. Und die ist ja gigantisch groß geworden. Also die war schon immer gigantisch groß, aber auf einmal reden wir drüber, wir haben die Möglichkeit, uns das anzuschauen. Die Medien erzählen einen Tritra Trullala und was stimmt nicht, weiß man auch nicht mehr so richtig. Es ist bunt. Und ich möchte einen Ansatz schaffen, um aus dieser ganzen Vielfalt, aus diesem ganzen, was da so abgeht, Anhaltspunkte zu finden, an denen man sich orientieren kann, wie bei einem Leuchtturm, wo dann alles zusammenfügt für einen selbst oder für die Kultur, um mit der Klarheit nach vorne zu treten. Und deswegen ist das Buch, was ich damals gemacht habe, im Grunde bloß ein Ansatz, zu sagen, welche 30 Punkte sind die wichtigsten Punkte, die man sich genau zu dieser Zeit anschaut. Die habe ich mit Experten beleuchtet oder die haben Experten mit mir gemeinsam beleuchtet, wirklich einschlägig geguckt mit KI-Experten damals, das war 2018. Da war mir klar, dass KI sehr, sehr stark im Vormarsch sein wird und dass das sowohl grandios gut wie auch verdammt gefährlich sein kann. Bin ich zu den Leuten hingegangen, kannte ich vom Studium, kannte ich vom Arbeiten und habe gesagt, okay, lass uns mal KI anschauen. Was macht KI? Mit der Uni Osnabrück rangegangen, wirklich mit KI-Experten auch aus Kanada gesprochen, die eingeladen, Co-Autor zu sein im Buch und dann dieses ganze Thema KI, Ethical KI, was darf man, was kann man und so weiter angeguckt, sagt, das ist ein wichtiger Punkt. Dann ist aber auch noch ein wichtiger Punkt, wie ist die Entwicklung von einem Unternehmen, Wertesysteme, Softfaktoren, Spaß, Lernen und die 30 Punkte zusammengeschmissen, 30 Experten am Ende zusammengeschmissen und daraus ein Werk gemacht. Und wie liebst du konkret selber Purpose auf dem Hof, im Café und in der Familie? Ja, das ist genau die Vielfalt. Also diese Vielfalt zusammen mit einem Orientierungspunkt, das ist dann dein Wertesystem, was du hast. Und an dem hältst du dich ja so und so fest. Wenn es in dir schon drin ist und fest ist, dann ist es ja gar kein Problem, weil dann musst du auch nicht mehr viel drüber nachdenken. So lebt man halt einfach. Und das tragen oder leben wir nach außen, weil wir halt so sind, wie wir sind. Und wenn sich dann die Leute gern dran orientieren möchten oder da mit uns mitschwingen und mitleben möchten oder uns ein Stückchen begleiten, dann ist das genau das, was wir da machen.
Und wenn wir schon bei dem Thema sind, welche Werte sind für euch zwei konkret so fest und da seid ihr euch total einig und nicht veränderbar? Egal ob privat oder im Business. Gibt es da Werte, die ihr absolut gemeinsam lebt? Also ich glaube, der wichtigste Wert ist, dass wir so sind, wie wir sind. Also ein bisschen überstrapaziert mittlerweile das Wort Authentizität, aber das ist wirklich so. Wir sind sehr geradlinig. Wir sagen oftmals, vielleicht auch zu oft, was wir denken. Versuchen das diplomatisch auszudrücken, aber schon sehr direkt. Respekt ist ein Riesenwert für uns gegenseitig. Wir gehen erstmal vom Guten des Menschen aus, in vielen Facetten, bevor wir zu kritisch rangehen, weil wir glauben, dass der Mensch im Kern gut ist. Und was uns beide auch als Wert treibt, ist die Neugierde. Also es ist, Dinge auszuprobieren, offen zu sein, zu lernen, uns weiterzuentwickeln, zu wandeln auch, aber ohne den Kern zu verlassen. Ja. Das wäre jetzt meine Interpretation. Kannst du da mitgehen? Ja, also ich hätte jetzt auch als allererstes Authentizität gesagt, weil das ist das, was einem ausmacht. Und wenn man sich traut, das einfach geradlinig nach außen zu tragen und zu zeigen, so wie man ist man und natürlich mit Respekt und Feingefühl und dann ist es das, was uns auf jeden Fall ausmacht. Und was ich gemerkt habe, bei euch ist das Glas immer halb voll. Also geht es immer in eine positive Zukunft, oder? Ja. Das ist ja auch positiv. Ja, genau. Wir können es auch gestalten. Weil sonst kannst du nicht kreativ sein oder irgendwas anpacken. Ja, wir können es auch gestalten. Also die Vergangenheit können wir nicht verändern, aber wir lernen daraus und nehmen das dann mit. Und die Kinder geben uns die Energie und jetzt zum Beispiel so Dinge, ich muss das einfach ansprechen, weil ich so stolz auf die Moni bin, die hat die SOLA gemacht, das ist die Landwirtschaftsakademie in Traunstein. Ich habe vorher nicht gespannt, wie viel Aufwand das ist. Sie auch Gott sei Dank nicht. Hat es aber bestanden und das als Quereinsteiger, das finde ich so geil. Und das ist aber, um Dinge richtig zu machen, ja, das ist halt Wahnsinn. Also da Chapeau. Landwirtschaftsausbildung, Moni, hat es gerade angesprochen. Auch so zwischen Business und deinem Familienalltag, Respekt, jetzt nochmal die Schulbank zu drücken. Ja. Erzähl mir ein bisschen von dieser Ausbildung. Ja, die Sola. Das war ein Stück Arbeit. Ich habe auf Social Media mal ein paar Fotos von dir gesehen, so im Landwirtschaftsoutfit. Ja, ich habe mir auch tatsächlich diese 1,5 Jahre, wo ich die Ausbildung gemacht habe, nicht traut, drüber zu reden. Weil ich mir nicht zutraut habe, dass ich das bestehe. Warum? Total bescheuert, weiß ich auch nicht. Ich komme von einem Mini-Ort, da gibt es überall Landwirte, ich kenne einen Traktor, ich kenne einen Misthaufen, ich kenne die Viecher, ich kann mit Tiere super gut. Ich habe es mir trotzdem nicht zutraut, vielleicht auch, weil ich so einen Heidenrespekt vor allen Landwirten und Bauern bei uns in der Region oder generell habe, weil ich weiß, was das für Arbeit ist und ja, also wow, Hut ab vor denen und nicht vor mir, die dann als Quereinsteiger. Wie lange hat es gedauert? Es waren jetzt 1,5 Jahre. Die Ausbildung, aber vorher schon 4 Jahre mit am Hof mitarbeiten und wir haben ja unseren Hof quasi jetzt auch schon die Zeit über. Ich habe auch am anderen Hof noch mitgeschafft und ja, ich wollte die schon immer machen, also ich habe mich da schon beworben in 2019 habe ich mich beworben, da hat es eine riesen Warteliste mittlerweile, da werden dann 30 Leute aufgenommen in dieser Almakademie über Bewerbungsverfahren und dann hatte ich die Gelegenheit, dass ich da mitmachen durfte. Und das war am Anfang total beängstigend und am Ende eine Riesenfreude. Die haben mich am Anfang alle angeschaut, meine Klassenkameraden und 3 Klassenkameradinnen. Also es ist leider immer noch Männer dominiert. Als wäre ich jemand, der halt ein kompletter Außerirdischer ist. War ich auch. Aber am Ende bin ich da so gut aufgenommen worden und die haben mir alles gezeigt. Wir sind Silo-Campi gefahren. Alles Mögliche haben wir gemacht, gell? Und es war eine Wahnsinnserfahrung, wenn nicht die beste Erfahrung, die ich bisher gemacht habe und es ist knallhart. Ja, und das ergänzt sich natürlich auf dem Hof perfekt. Du kannst jetzt überall alles tun und machen und mitreden, oder? Absolut, also wir haben ja auch Schafe, wir wollen einen Archehof machen, ich möchte noch mehr Schafe haben. Wir haben da noch einiges vor. Andererseits muss man natürlich auch unsere Leiten pflegen. Das können aber bloß am besten die Schafe, weil das ist halt einfach steil und dementsprechend macht es natürlich komplett Sinn zu verstehen, was wächst denn da eigentlich, warum wächst es, was machen die Viecher, wie behandelt es sie richtig, was ist, wenn es mal nicht so gut läuft. Das passiert ja ständig, wenn da mal eins krank ist oder irgendwas ist, hat man Gott sei Dank noch nicht, aber jetzt wüsste ich zumindest, was mache ich im Falle dessen.
Es ist sehr, sehr wichtig. Also ich kann es jedem empfehlen, der die Möglichkeit hat, sich irgendwie noch fortzubilden, und das Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten in Traunstein macht da einen Heidenjob, echt cool, haben immer wieder Fortbildungen, also geht's da hin und ruft's an, die sind voll offen. Gut. Also, fand ich super geil. Also, wir waren auch, wie du, wir sehen ja draußen die Hühner aus dem Fenster, was sehr geil ist, wo wir auch haben. Wenn ich aber vorher gewusst hätte, dass die Moni so einen Spaß daran hat und das so ernst nimmt, jetzt müssen wir einen neuen Traktor haben, einen neuen Bulldog haben, ein neues Mähwerk, weil es naturschonend und so weiter. Also da kommen da ganz neue Investitionen und Perspektiven. Genau. Aber das ist ein guter Ansprechpartner. Ja. Kommt in die Bank. Ja. Familie und Unternehmertum. Du hast vorher von den Kindern nochmal gesprochen. Ich habe mal 2 Fragen zu den Werten noch. Erstens einmal, was können wir von den Kindern, von den Werten noch lernen? Und was darf ihr gern eure Kinder mitgeben von euren Werte? Also von den Kindern können wir Unvoreingenommenheit lernen. Das ist Wahnsinn, weil die gehen mit so einer Natürlichkeit an Themen dran. Vielleicht auch manchmal mit einer gesunden Distanz. Das finde ich super spannend zu sehen, und ich beobachte unsere Kinder auch gerne. Und weil die 4, die bei uns leben, die sind so unterschiedlich, und der 5. auch. Also wir haben so eine Facette und eine Unterschiedlichkeit in wie Dinge gesehen werden und gelebt werden. Das finde ich faszinierend. Und dann, was bei unseren Kindern, was mich jeden Tag auflädt, energetisch auflädt, weil du sagst, wir sind immer alles halb voll und so, ist einfach diese Positivität, die sie im Leben haben. Und das ist für mich Das Spielerische. ja, Wahnsinn. Ja. Ja, vielleicht so unvoreingenommen, Leicht, gell? genau. Leicht. Ja. Bei dir, Moni? Ähnlich. Ähnlich, ja, die halten dir halt einfach einen Spiegel vor, ne? Also die sind wirklich immer da, und die sind halt radikal ehrlich. Mhm. Und das ist genial. Das heißt eigentlich konkret, wir brauchen die Kinder keine Werte mitgeben, die haben sie eh schon in Ja, sich. genau. Ja, Was will man meinen, gell? genau, wir leben es ja vor auf der Sind einen sie Seite. Übernehmer. Genau. Ja, aber die sind halt so ehrlich, wenn es mal ein Wert, den nicht passt, ja, weil du hast ja den Wert gesagt, das ist uns wichtig, und dann machst du es nicht. Ja. Und dann sagst du, hast aber gesagt das. Und dann bist du ja auch nicht mehr authentisch. Ja, genau, da musst du, ja, genau. Also, die erinnern uns immer an die Authentizität, ja. Was macht's denn ihr bei diesen Vielfalt, Familie, Business, wenn ihr mal einen richtig scheiß anstrengenden Tag gehabt habt, was gibt euch Kraft? Den Moni haben wir schon gehört, die geht auf die Landmaschine nicht. Ja. War Spaß. Nein. Aber also ich finde das total geil, wenn wir Heu machen, das finde ich geil. Also bei uns am Bulldog rauf und runter, am Wenden, ist zwar 54 Grad bei uns drin, aber heuer war es echt brutal warm. Das entspannt die. Das entspannt mich total. Also Landarbeit. Landarbeit sowieso entspannt. Auch wenn es anstrengend ist körperlich, aber mental ist es entlastend. Und das Zweite ist, wir hocken dann draußen auf der Bank, haben wir vom Hofei, vom Maximilian, irgendwas, was der zaubert da in Traunstein, und das konsumieren wir und hocken draußen und freuen uns, dass das Leben so geil ist und dass wir so einen geilen Fleck Erde erwischt haben. Also bei dir Landarbeit, Moni, bei dir? Dass du mal runterkommen musst. Auf den Weg legen mit dem ganzen Körper, wenn das Wetter passt, wenn die Straße warm ist, dann und einfach nur der Natur zuhören. Da surrt und brummt und schwirrt, und nach 2 Minuten hockt irgendein Kind auf mir, und dann ist auch schon wieder rum. Das geht ja gut bei euch. Erst keine Autos, nix. Ja. Ideal. Blick in die Zukunft für euch zwei oder für mehrere Sachen. Wo seht ihr Wandel in 10 Jahren? War 10 Jahre, das ist ja ganz schön weit hin. Du hast zu mir gesagt, du bist der Visionär und Ja. denkst relativ weit. Das ist richtig, ich habe einen 5-Jahresplan, ich habe einen 10-Jahresplan. Ja, ich habe jetzt, ja. Ja, in der Kürze, in 5 Jahren möchte ich fast ausschließlich aus Ruppolding arbeiten. Ein bisschen was reisen werde ich nicht drum kommen, das möchte ich auch. Viel mehr, Also nicht mehr so krass unterwegs sein in der Welt. genau, das ist auf alle Fälle. Also Für dich. für mich und auch für die Familie da sein, mehr und mehr. Und fürs Wandel, und damit dann auch für das Wandel. Also du weißt, wir haben eine kleine Alkoholsammlung daheim, eine ordentliche Auswahl an Gins, Whiskys und sonstigen Dingen. Auch alkoholfrei. Auch alkoholfrei, genau, richtig. Und ich möchte mehr und mehr Menschen zu uns bringen, mit denen und im Ort austauschen. Ja, Ja, es sind die Hühner da draußen. ja genau. Und mehr, Klopfen an die Fensterscheiben. mehr von den Kindern miterleben und das Wandel zu dem Ort machen, dass wir uns mit aussuchen können, wer dorthin kommt und die Leute begleiten. Ich glaube, das ist so das A und O. Und
komplett nachhaltig sein. Wir produzieren, wir haben das eigene Wasser, machen einen eigenen Strom, haben Stückgutheizung, heizen aus dem Wald raus und produzieren Lebensmittel, also noch mehr Lebensmittel selber machen. Also das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Bei dir, Moni? Ja, also 10 Jahre ist eine lange Zeit, gell? 5 Jahre. 5 Jahre ist, dann haben wir das Wandel final etabliert. Also bei uns oben der Hof, dass man sagt, das ist einfach da, das ist gesetzt, wir haben unsere Stammgäste, wir wissen, wer da ist, dann kann man auch entspannt arbeiten. Und dann sind die Kinder auch in dem Alter, wo sie dann in der Schule sind und wo dann ein bisschen so eine persönliche Freiheit wiederkehrt, die jetzt ja relativ eingeschränkt einfach ist. Da dreht sich immer alles um die Familie. Also mehr Zeit wieder haben, oder? Ein bisschen mehr Zeit oder die Zeit anders nutzen können, ja, weil die Zeit ist ja gegeben. Das wäre eine schöne Sache. Und der Archehof. Ja, der Archehof, der baut sich jetzt dann so langsam mit auf. Das ist ja Schritt für Schritt. Ne? Dann hast du mal da ein paar Schafe mehr, dann brauchst du einen größeren Raum, dann musst du Heu einlagern, dann kommen die Hühner dazu, dann wollen wir Bienen oben machen. Ich hätte gern noch einen ordentlichen Garten, einen ordentlichen Bauerngarten an verschiedenen Stellen. Einfach um die Selbstversorgung ein bisschen weiterzutreiben und ein bisschen auszuprobieren. Wir kochen leidenschaftlich gern. Und einfach da die Lebensqualität nochmal nach oben zu schrauben, wenn wir schon an so einem schönen, fruchtbaren Flecken Erde wohnen. Und das im Einklang mit der Umgebung, also mit unseren Nachbarn, mit dem Ort, mit allem. Wir wollen da nicht so eine Enklave sein, sondern wir wollen da voll integriert sein. Ja. Moni und Simon, was ist das Wichtigste oder die wichtigste Message aus eurer Sicht, die ihr heute die Leute mitgeben wollt, die den Podcast zu hören? Auch in Bezug zur Vision oder zu der Zukunft? Tja. Was darfst du mal so gern loswerden für alle Hörerinnen und Hörer? Seid ihr selbst, würde ich sagen, und traut euch was, probiert's aus. Wenn ihr einen Traum habt, probiert's einfach, glaubt's an euch und fragt's auch um Hilfe und Unterstützung. Die Leute sind offener, wie man denkt. Simon? Ich gehe mal Richtung Digitalisierung, weil das, was Moni gesagt hat, unterstütze ich 100%. Aber ich glaube, in der Digitalisierung würde ich jetzt mal sagen, werdet's wach. Da draußen ist wirklich eine Evolution auf einer Geschwindigkeit, die wir in unserem Leben noch nie erlebt haben. Und eine Riesenchance. Und wenn wir in Bayern als Gemeinschaft, also nicht nur in einem kleinen Ort, sondern als Gesamtgemeinschaft da zusammen an einem Strang ziehen, dann gehen wir gestärkt da raus. Aber da müssen wir uns gegenseitig helfen und uns austauschen und offen bleiben für das, was da alles kommt. Wir werden es nicht aufhalten können. Ich habe dazu mal einen TED-Talk gemacht, vor 10 Jahren genau. Und es tritt jetzt gerade alles ein. Und das erschrickt mich auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wie du sagst, halb volles Glas. Ich sehe meine Chancen da drin oder unsere Chancen als Gesellschaft und die müssen wir alle gemeinsam nutzen. Gut. Entweder oder Fragen, kurz oder knapp. Nicht kurz oder knapp, sondern kurz und knackig. Digitalisierung oder analog sein? Digitalisierung. Digitalisierung. Dorfwirtshaus oder Sterne-Restaurant? Dorfwirtshaus. Dorfwirtshaus. Stall oder Großraumbüro? Stall. Stall. Heimat oder Welt? Ich enthalte mich der Stimme. Ich auch. Das, Beides. ja, ich kann. Ist noch nicht ganz abgeschlossen, oder? Nein, nein. Die großen weißen Wälder und Metropolen. Nein, unsere Vision ist ja, wenn wir mal alt werden, also so in 30, 40 Jahren oder so, In 10. Deswegen haben wir uns auf deine Frage so drum rumgeredet. wir wollen schon die Welt. Oder seid ihr euch nicht einig? Na doch, wir wollen die Welt schon. Wir wollen immer. Der Ort ist die Heimat. Aber wir können immer wieder zurückkommen. Und dieses Zurückkommen ist geil. Und wir wollen trotzdem mit dem Wohnmobil mal irgendwo hinfahren für ein paar Monate. Oder wollen mal was anderes entwickeln, sehen. Wir waren beide noch nicht in Neuseeland. Wir heben uns das auf, bis wir dafür Zeit haben und die Muße. Also nur zu Hause geht auch nicht. Ja, also beides. Sonnenaufgang über den Bergen oder Sonnenuntergang am Meer? Berge. Das ist so geil. Bei uns, wenn da hinten über Inzel, wir schauen immer auch zu dir rüber, wenn die Sonne aufgeht. Ja, jetzt nicht immer nur über Rupp, den Insel ist auch schön. Eben, habe ich gesagt, ja. Wir sehen ja die hinten. Sehr gut. Gut.
Der Song, wir sind am Ende angelangt, oder? Ja, danke für die Was- coolen Fragen. Ja. Ich hätte jetzt noch gerne irgendwas loswerden. Ja, ich glaube, also was uns ausmacht als Partner zusammen und als Ehepaar, ist, dass wir viele Ähnlichkeiten haben, aber genug Unterschiedlichkeiten haben, damit es nie langweilig wird. Und dann kommen die Unterschiedlichkeiten von den Kindern und dann von den Gästen. Also von daher rührt sich bei uns immer was und das macht das Leben so lebenswert. Wir mögen einfach das Leben in der Uncomfort-Zone, was Moni gesagt hat, also dieses Unkomfortable. Das macht uns, weil das da was verändert, den Wandel. Sehr gut. Vielen Dank, Moni, Simon, dass ihr uns mitgenommen habt auf eure Reise. Von der Idee von einem alten Bauernhof bis hin zu einem Ort, an dem Business, Heimat und Zukunft zusammenkommen. Ein Beispiel zeigt, man kann tief verwurzelt sein und trotzdem in die Zukunft denken. Man kann Kinder erziehen und gleichzeitig Unternehmer sein. Man kann auf dem Land leben und mitten in der Digitalisierung stehen. Schön, dass ihr beim Tiersee-Podcast dabei wart und führt euch an alle. Schaut wieder vorbei oder hört wieder zu beim nächsten Tiersee-Podcast. Servus. Servus, danke dir, danke für die Einladung. Ja, gerne.